Und begrüßen aus dem Bayerischen Hauptstadtstück Schweiganger. Und in diesem Ornat kommt zu uns der Justus, 15-jährig vom Lattener, die Mutter von Hohenstein, aus der Zuchtfamilie von Schöning Panker, im Besitz der Besitzergemeinschaft Reilly und Kaspar aus Wesselbrunn, präsentiert durch Nicole Reilly. Selbst Reservesieger seiner Führung 2002 gewesen, Finalist im Bundeschampionat der dreijährigen Hengste, Trainer-Champion der vierjährigen, der höchsten Noten im Fremdreitertest, bestes Dressurergebnis im 70-Tage-Test und den Elite-Hengst des Trainerverbandes seit 2010. Vier gekrönte Söhne, meine Damen und Herren, der Christus, der als letzter Sohn züchterisch besonders wertvoll ist, weil das Blut dieses berühmten Hengstes hier in väterlicher Linie fortsetzt und das auf der Basis eines tollen Schuppenstammes, eben der Herbstblüte aus dem Hause von Schöning. Die Christus gilt als Rettigkeitslehrer. Die Kinder, die können lesen und schreiben wirklich kinderleicht gereift werden, ganz hervorragende Interieureigenschaften auch, stabil, im Nervenkostüm und dabei stets leistungsbereit, natürlich Dressur betont, aber das Ganze eben in der richtigen Balance eines sportlichen Pferdes. Das sind Attribute, die er sicher vererbt und für die auch eine große Reihe von Nachkommen steht. Ja, und die Nachkommen, meine Damen und Herren, da hätten wir zum Beispiel Hungary, national und international erfolgreich und erhielt letztendlich den geehrten Titel TSF als Suffix zum Namen hinzu. Pikachu und Alina Rosenberg, deutscher Vizemeister, Dressursport auf dem Stück auch im letzten Jahr. Ossi Kluber im amerikanischen Team bei der Para-WM in Frankreich. Rex mit seinen Nachbarn ein riesiges Spektrum ab, meine Damen und Herren. Sie haben es sofort, der Zuchtleiter das German hat es gesagt, Profis, Amateure, Jugendliche und eben auch mehrfach schon mit Behindertenreitern auf Championaten erfolgreich, was jeweils für den hervorragenden Charakter und die Reiteigenschaften spricht. Hervorragende Werte auch in der Zugwertschätzung Dressur. 146 Punkte bei 93%iger Sicherheit. Auch das spricht für sich. Dabei muss man ja bedenken, dass er jetzt über Jahre überhaupt keine reiterliche Förderung erfuhr. Er stand als Beschäler im Gestüt Sommerlade und ist eigentlich jetzt, oder was heißt jetzt, seit kürzerer Zeit über die Familie Reilly mit Erin und Tochter hier in den Sport vorgedrungen, waren ja auch Botschafter der deutschen Landgestüte in Kanada, der großen Dressurkonterie, wo er ein ganz hervorragendes Bild gemacht hat, dieser Reservesieger. Die Mission.
Die feiern noch ein bisschen, meine Damen und Herren, und wir bitten hinzu. Die anderen Finalteilnehmer, das sind noch einmal Tänzerister, Singolo, hier sind sie. Ein Trio, dunkler Hengste, bei uns in der Bahn. Ich darf Ihnen die Bahn übergeben an die Präsidentin, an die Palle. Meine lieben Züchter, liebe Besucher unserer Hengstschau hier wieder in Münsterhandorf, vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und dass Sie unsere Pferde wieder so gefeiert haben. Ich möchte mich aber auch ganz herzlich bei den Besitzern, den Reitern und allen, die diese Pferde so herausgebracht haben für uns, ganz, ganz herzlich bedanken und ich hoffe, es hat ein bisschen Freude bereitet. Aber ich möchte auch die Züchter ansprechen, die, glaube ich, heute eine Vielfalt von Hengsten gesehen haben. Jeder konnte sich nach seinem Geschmack für seine Stute oder seine Stuten den entsprechenden Vererber aussuchen. Ich glaube, wir haben heute eine Vielfalt von der Trakehner Zucht gesehen, die wieder einzigartig war. Und ich glaube, dass Sie sich mit mir einreihen in den Gedanken, dass wir uns nicht mühen müssen und vor allen Dingen, dass wir nicht Angst haben müssen um unsere Trakehner Zucht. Wir haben eine vielfältige Hengstauswahl heute gesehen und ich denke wohl, dass auch unsere Zuchterfolge gezeigt haben, wie glücklich die Reiter immer wieder mit den Trakehnern sind, dass wir mittlerweile internationale Reiterinnen und Reiter auf unseren Trakehnern beritten gemacht haben, dass sie auf dem internationalen und nationalen Parkett ganz viel Erfolge feiern mit unseren Pferden. Das müssen wir auch wieder in den Vordergrund stellen, denn letztendlich ist es so, wir züchten Sportpferde und wir wollen gerne, dass wir auch den übrigen Landespferden